Hallo, schön seid ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Heute wollen wir wieder mal etwas in unser Lavendel-Journal reinbasteln. Und zwar so ein kleines, herziges Briefchen. Das ist ganz einfach. Ich kann euch das schnell zeigen. So, einmal aufbinden und aufklappen. Und dann kann man da etwas Schönes reinschreiben. Das Bändchen hier habe ich angeklebt. Das hier ist einfach ein viereckiges wie sagt man? Scrapbook-Papier oder so, irgendetwas Hübsches. Und vorne habe ich noch ein Bändchen, eine Feder und solche Glitzersteinchen drauf geleimt. So, das habe ich mit dem Tacky Glue drauf geleimt. Das hebt wirklich recht gut. Ich bin jetzt nicht richtig dran rütteln, aber das sieht sehr hebend aus. So, genau, innen noch ein bisschen gestempelt. Alles wunderbar. Und dann kann man doch das hier einmal schön zubinden. Und das ist ein super schnusiges Kärtchen, das doch ganz toll da in unser Journal reinpasst. So, eins machen wir jetzt. Jetzt lassen wir doch gerade los. Ich habe hier noch ein Federchen und dann habe ich hier noch von diesen Plastik-Lavendelblümchen. Das sind die wir auch hier hinten an unserem Buchrücken haben. Könnte man doch auch einfach so eins so vorne drauf tun. Das würde ganz schön aussehen. Genau, und dann habe ich noch so ein bisschen Bändeli-Zeug. Aber als erstes müssen wir doch zuerst mal herausfinden, welches Papier das wir überhaupt nehmen wollen. So, oi. Da irgendeins rausfischen. Und zwar, ich hätte gerne eins mit ein grossen Blumen drauf. Das oder das. Ich glaube, ich nehme das mit dem weißen Hintergrund. So, und dann... Oh, das wäre natürlich auch ganz hübsch. He? Das wäre sehr schön. Ich habe gedacht, das oder das. Aber das ist vielleicht ein bisschen langweilig. Nein, ich glaube, ich nehme das. So. Die anderen haben wir ein bisschen zu kleine Blümchen. Gut, das wäre natürlich auch ganz schön. Ah ja, jetzt. Jetzt haben wir die zwei rausgelesen. So. Und der Trick 77. Einfach in der Mitte falten. Und eigentlich wäre sie jetzt schon fertig. So, ich muss mir hier schnell schauen, was ich vorne will. Hier zweite grosse Blume natürlich. So, leg. Voilà. Dann müssen wir natürlich inken. Da nehmen wir einfach unser Violett, wo wir alles in unserem Lavendel-Journal damit geinkt haben, damit das auch so gut alles zusammenpasst. So, voilà, also bevor wir die da drauf kleben, jetzt habe ich doch extra die grossen Blumen vorgenommen, aber das mit dem verdeckt man es natürlich total. So, eher her. Und dann da so ein... So, ja. Ja, genau so verdecke ich das nicht so. Ich glaube, das kommt gut. Bevor wir das draufkleben, mache ich das mit den Bändchen und das mit den Ecken, weil das ist so ein bisschen unförmig und dann muss man das wirklich gut andrücken, dass dann das auch wirklich gut hebt. Und darum kommt das jetzt zuerst noch auf die Seite. Dann suchen wir noch Bändchen, die dazu passen. Hier habe ich so ein Gazenbändchen genommen. Das ist das Zeug, wo ich damit immer meine Stempel abputze. So 2 in einem. Man kann es brauchen zum Stempel abputzen und dann hat man am Schluss auch noch gerade ein schönes Bändchen zum drumherum wickeln. Oder also zum Verbasteln.
da würde doch jetzt das Dunkle gerade gut passen. Dann ist es zwar sehr gleich wie das, aber ich glaube, das macht nichts. Und da haben wir ein helles, das noch nicht so viel Stempelfarbe abbekommen hat. So. Ja, dann kann man da noch ein bisschen abschneiden. So, genau. Vielleicht hier sogar auch noch ein bisschen. So. Jetzt habe ich hier noch ein hübsches Bändchen drunter geklebt. Weißt du, jetzt nehmen wir das zuerst. So, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. So. Voilà. Für das nehme ich jetzt auch gerade den Tacky Glue, damit es auch sicher ganz gut hebt. Und ich nehme es doppelt. Oh, ui. Vielleicht wäre es gäbig, wenn wir es schön wirklich in der Mitte draufkleben. Ei. Das ist wieder einmal so oberschlau von mir. So. So, ich habe das jetzt extra ein bisschen weiter oben gemacht. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Da habe ich es nicht ganz in der Mitte, ein bisschen weiter oben. Da habe ich es jetzt viel weiter oben. Und da machen wir es eher ein bisschen unten wegen dem Blümchen. Das sieht wahrscheinlich ein bisschen schöner aus. Also so, genau, weil es ist ja jetzt verkehrt. So, aber in der Mitte hin, damit man noch schön zubinden kann. So, zack. So. Passt, he? Sehr gut. Schauen, dass es hier nicht draufklebt, wenn das jetzt so fest durchdrückt. Und dann schauen wir doch jetzt, was wir hier vorne noch für ein Bändchen drauf machen können. So, hui, da habe ich jetzt aber viel Material gefunden. Das finde ich auch so ein hübsches. Aber da so noch viel mehr Blümchen. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Das da wäre noch etwas sehr Schönes. Das würde natürlich wahnsinnig gut passen. He? Hier auch, aber da geht es fast ein bisschen unter. Ich habe das Gefühl, da müssen wir ein bisschen etwas Leuchtigeres nehmen. Vielleicht das Ganze in grün. Oder ist denn das zu quietschig? Das können wir jetzt natürlich schauen, wie das aussieht. Da wissen wir jetzt schon, da kommt die Feder drauf. Nein, ein bisschen zu laut. Rosa wäre jetzt auch schön gewesen, oder? Das. Ganz fein. Fein passt natürlich zu den Federn. Hey, ich glaube, ich nehme das. Das gefällt mir jetzt gerade mega gut. Obwohl es komplett eine andere Farbe ist, die hier noch nie drin vorkommt. Aber das gefällt mir. Ich glaube, ich nehme das. Ja, ich weiss, ich habe eine Kinderbastelschere. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wieso. Die ist einfach gerade als erstes da vorgekommen. Oh. Hallo. Sie schneidet. Sie macht, was sie soll. Das reicht mir schon.
Das gefällt mir, das finde ich schön. So, und dann hier kommt das Spitzenbändeli. Und zack. Sorry. Und jetzt ist die Frage, ob wir noch etwas so in die Ecke kleben wollen. Ich glaube, da würde mir die ganz kleinen Töpfchen mega gut gefallen. Oh, für das Projekt haben wir jetzt schon viel von denen gebraucht, denkt es mir. Ah. Ich leime die noch gerade an mit Tacky Glue, weil sowieso löst sich da beim Abnehmen immer der Leim und bleibt einfach da drauf kleben, keine Ahnung wieso. So, komm. Oh, nicht verkehrt drauf. So, und das letzte noch. Flupp. Oh ja. Das ist hübsch. So, und da weiss ich gar nicht, ob ich da etwas machen soll. Silber finde ich jetzt passt gerade nicht so. Gut, zum Federli würde zwar Silber schon noch so passen. Aber dann nicht zum Bändeli. Ach komm, ich mache doch die drauf. Hey. Mehr ist mehr. Oder? Oder nicht? Mal. Heute schon. Der ist sowieso schon so ein bisschen am Überborden. Dann können wir doch hier auch noch eine Sättige drauf tun. Perlen hätte man drauf tun. Aber die sind jetzt gerade in der Tiefe von meiner Schränke versorgt. Dann haben wir jetzt die. Zack. So. Prima. Oh ja, das finde ich sehr hübsch. Jetzt, da das Federli gerade so ja, ein bisschen zu lang ist, habe ich gedacht, schneide ich hier unten den Stiel ein bisschen ab. Weil der ist ja sowieso so extrem dick. Das macht jetzt gerade nichts, wenn wir da ein bisschen weniger Stiel haben. So. Oh ja. Dann passt das noch fast ein bisschen besser drauf. Und das ist ein blöder Spitz. Nehmen wir den weg. So. Ja. Das ist gut. Und da bei dem, ich möchte das gerne, dass das so drauf ist, aber da müssen wir auch ziemlich von denen hier unten abschneiden, damit wir das auch wirklich gut aufkleben können. Dass das schön flach aufliegt, oder auch mehr oder weniger. Da der komische Köpfe können wir auch abschneiden. So, so doch. Ja, vielleicht können wir ganz vorsichtig
mit dem Japanmesser so abschneiden, dass das wirklich schön gerade ist. So. Nicht in die Finger schneiden wäre vielleicht noch nett. So, der da ist glaube ich noch im Weg. So. Und jetzt habe ich so oder so ein bisschen zu viel da unten, oder nicht? Ja, nein, zwar. So ist gut, aber ich glaube, ich schneide jetzt noch die ab, die hier gerade so in die Richtung rausstehen. Das fällt sowieso nicht auf. Das spickelt den ganzen Tisch umeinander. So. Oh, ich glaube, das ist gut. So. Dann tun wir doch hier schön Leim drauf. Den können wir noch ein bisschen strählen. Oder nicht? Nein. Jetzt können wir wieder umwickeln. So. Also Leim drauf. Und zwar auch nicht zu wenig. Und dann zack, schön drauf. So, und dann brauchen wir irgendetwas zum Beschweren. Das ein bisschen andrücken. Das bleibt zwar schon von allein, aber sicher ist sicher. Zack. Schön drauf. Und jetzt die ganze Geschichte noch mit dem. Und das ist ja komplett Plastik. Ich denke jetzt mal, wenn es nicht hebt, müssen wir dann halt noch mit dem Heißleim einiges drüber. So. Und da kleben jetzt die natürlich dann auch dran. Ja, noch. Das ist dann halt so. Zack, komm, wir machen das so. Irgendetwas Schweres. Das da. So. Voilà. Dann drücken wir das mal ein bisschen andrücken. Und dann sehen wir dann, was dabei rausgekommen ist, wenn es getrocknet ist. Jetzt sind die angeleimt, die haben alle eine Bombe fest. Ja, es dunkelt mich, da löst sich also gar nichts mehr. Jetzt haben wir ja hier drinnen noch das Rändchen gestempelt. Also habe ich gestempelt. Und jetzt können wir doch das hier und hier innen auch noch machen. So, das geht mal auf die Seite. Ja, natürlich hat man das vorher schon ein bisschen besser. Wäre ein bisschen gäbiger gewesen, wenn man das vorher schon gemacht hat. Aber ja, noch machen wir es halt jetzt. Ich habe mir auch bereit gemacht. Das Rändchen hier mit diesen Blättchen, das finde ich noch recht herzig und das passt auch gerade schön hier drauf. Dann habe ich hier noch so Rändchen und ich habe hier so schöne Ecken. Da mache ich sicher auch noch irgendetwas mit denen. Dann schauen wir doch gerade mal. Fangen wir doch mal an mit dem. So,
habe das natürlich nicht gerade draufgeklebt. Ja, no. Und, warte jetzt mal, da habe ich Violett genommen, so ganz ein dunkles Violett. Ja, komm. Ich glaube, dann nicht das und auch nicht schwarz. Ich glaube, ich mache das alles mit dem dunklen Violett. Das finde ich, sieht jetzt gerade noch recht schön aus. Dann machen wir doch hier bei diesem Blümchen so ein Blumenrändchen. So eine Ranke. Oh ja, weißt du, wie herzig. So, und da unten. Zack. Oh ja, hübsch. So, und jetzt aber da noch. Da mache ich doch jetzt noch ein paar Libellen an den Rand. So. Zack. Oh ja. So. 3. Ja, ich glaube, 3 sind gut. So, und dann können wir hier so anfangen. Da unten, da brauchen wir noch ein bisschen Farbe. So, und eine schön gerade, halt nicht so weit oben. Oh, habe ich jetzt schon drauf. So, jetzt bin ich da schon ein bisschen drauf gekommen, aber ich finde, das macht gar nichts. Oh ja, schön. So, und was machen wir auf der anderen Seite? Ich glaube, ich nehme da einfach den ganz, ganz dünnen Rand. Oh, nur einen von denen. Soli. Weil wir jetzt auch eigentlich recht einen breiten Rand haben mit diesen Libellen. Jetzt hoffe ich einfach, dass es geht da drauf mit wegen dem da. Mal schauen, wie das geht. Oh, ein bisschen beschmiert. Da hinten geht es auch. Doch, passt. Und dann nehme ich das glaube ich jetzt ab und mache das so. Ui. Oh! Das ist jetzt also nicht so gut rausgekommen. Schauen, ob ich das noch retten kann. Nicht so. Vielleicht dann lieber so drauf tun. So. Oh. Und vielleicht gerade. So. Oh. Noch ein bisschen mehr. Dann bitte nicht abgehen. Wow. Ach, jetzt hat es hier nicht genommen. Ja, also. Das lieber am Anfang machen, bevor man das Zeug draufklebt. Das macht ein bisschen mehr Sinn. Jetzt habe ich hier noch so ein winzig kleines, wie heisst es, Marienkäferli. Das mache ich doch jetzt auch noch in die Ecke. So, komm. Oh ja,
Und zack. Oh ja, das ist aber herzig. So, das fällt ja fast nicht auf, dass das dort ein bisschen verschmiert ist. So, aha, sind Sie jetzt den verkehrten Weg? Schauen Sie jetzt gegen oben. Alle zusammen. Ja, no. Ja, das ist jetzt halt so. Das ist nicht so schlimm. So, und was machen wir bei dem? Bei dem machen wir doch hier von diesen schönen Ecken. Einmal. Dann mache ich doch jetzt einfach einmal 4 Ecken. Oh, wieso? Wieso hat sie jetzt das nicht genommen? Schaffe ich das jetzt? Nein. Warum nicht? Was ist da? Ah, das ist wegen dem. Oh. Super schlau, hä? Ja, dann muss ich es halt so machen. Ganz toll. Ja, also. Das hätte man sich auch ausdenken können. Aber weißt du, dann mache ich jetzt das so. Dann muss ich nur noch hier eins hermachen. Das war ja auch nicht so geplant. Oh nein. Ja, ich glaube, ich muss da dann etwas draufkleben. Oh, das war nicht so geplant. Ja, was haben wir denn da? So. Blau. Ist blau gut? Oder lieber das da? Das passt ein bisschen besser, he? Also. Ja, aber weißt du was? Da hinten, da ist nichts. Dann klebe ich das hier drauf und da tue ich einfach, machen wir die Ecke hier hin, weil ich will jetzt die Ecke noch. So, die wären nämlich sehr schön. Also die wären nicht nur, die sind. So. Und da noch. Zack. Oh ja. Da hat es mir den Spitz nicht ganz abgedrückt. Zack, den können wir noch nachmachen. Voilà, also diese Seite, die ist auch mal schön. Das gefällt mir so. Dann müssen wir jetzt das noch zuschneiden. So, voilà, so sehen sie jetzt also innen aus. Das ist halt ein bisschen die Hose und jetzt hat man es halt überkleben, aber ich finde, das sieht jetzt auch noch gerade recht schön aus. Man könnte jetzt auch noch einmal irgendetwas stempeln, aber ich glaube, ich lasse es jetzt gescheiter sein, sonst überklebe ich es nachher noch einmal. So, und von außen sehen sie so aus. Und ich finde, das sind wahnsinnig herzige, kleine Briefchen für ein Junk Journal oder auch sonst für als Geschenkkärtchen oder was auch immer. Ich finde die super herzig. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen beim Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!